Ein Part zu Heavy Brain. Sie hätten schießen sollen. Wie? Da drin. Nee, Er hätte niemals. schießen können. Mich töten. Warum haben Sie gezögert? Bevor ich so eine Entscheidung treffe, brauche ich alle Informationen. Ich ziehe es vor, mit dem Verstand zu arbeiten. Ach kommen Sie, es ging um den Bruchteil einer Sekunde. Ich hätte vorher tot sein können. Oh, das tut mir leid. Ich dachte, Sie wären knallhart. Ein Bulle, dem niemand was anhaben kann. Ich habe Sie wohl falsch eingeschätzt. Verpissen Sie sich, Norman. Oh. Hab ich dich Das ist er. angepisst? Dann gehen wir mal. Miroslav Korda? Ja? Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. Scheiße, worauf warten Sie? Er haut ab! Hey, Mann, Vorsicht! Nee, Mann. Ah, komm schon. Pass auf, Mann! Oh. Oh nee. Oh, Glück. Scheiße, sorry. Oh nee. Nein! Okay, sorry, das muss ich noch mal schnell machen. Obwohl ich das ja eigentlich nicht gerade gern mache. Aber das muss ich jetzt kurz. Nein. So weh, ich schaffe es diesmal nicht. Miroslav Korda? Ja? Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. Scheiße, worauf warten Sie? Er haut ab! Blake. Hey, Mann, Vorsicht! Komm schon, jetzt schaffe ich das. So dumm. Oh. Boah, boah. Oh Mann, nicht schon wieder.
zur Hölle ist Blake? Scheiße, wo ist der hin? Ich sehe hier gar nichts. Na los, zeig deine hässliche Visage. Eine Saukälte hier, meine Hände sind ganz taub. Der flieht nicht. Ich kriege den Scheißkahn. Ach so, ich muss mich selber bewegen. Oh, fuck. Komm schon. Oh, Ferro. Ha, kein Problem. Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer. Ja, wenn es nur so einfach wäre. Nehme ich einen Schluck oder nehme ich keinen? Ja, komm. So, dann war's das. Schalalalalalala. Nee, hinhocken brauche ich nicht. Ich mal früher Kopf, wa? Ach bitte, komm schon.
Marine. Hier habe ich ja nichts, weil hier durch die Türe, ja doch, komme ich. Ach, dann gehen wir wieder auf die Toilette. Ah, jetzt kann ich halt nicht mehr auf die Toilette. Ich komme. Ich sollte mich doch melden, wenn mir was einfällt. Kann ich rein? Klar. Ah. Ein Drink? Gerne. Ein Wasser. Bitte. Setzen Sie sich. Okay. Und wir machen Wasser. Danke. Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht ist es nichts. Aber ein Brief kann an dem Tag, als Johnny verschwand. Ein Brief? Was für ein Brief? Er war für Johnnys Vater. Ich weiß nicht, was drin stand. Er hat ihn gelesen und war weg. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Und Sie glauben, der Brief hat etwas mit Johnnys Tod zu tun, richtig? Fällt Ihnen zu dem Brief noch etwas ein? Ich habe den Umschlag die ganze Zeit aufgehoben. Und der Brief ist noch drinne. Oder was? Ja, okay. Nichts Besonderes. Außer vielleicht der Adresse. Die Adresse? Von einer alten Maschine. Könnte ein Hinweis sein. Danke für Ihre Hilfe. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Halt, ich kann nicht tatenlos rumsitzen, während Sie den Mörder meines Sohnes suchen. Ich habe viel nachgedacht und ich will mitmachen. Bei der Ermittlung helfen. Die Antwort ist nein. Wenn Sie ablehnen, behalte ich den Brief. Es ist Ihre Entscheidung. Sie können mir nicht helfen, Lauren. Sie halten mich nur auf. Wie viele Hinweise haben Sie, Mr. Shelby? Dieser Umschlag ist vielleicht Ihre einzige Spur. Fuck. Verstehe. Eine dumme Idee. Dann entschuldigen Sie die Störung, Mr. Shelby. Halt. Sie sind schon was Besonderes. Hut ab. Ich bin eine Mutter. Eine Mutter, die den Mörder ihres Sohnes finden will. Also, sind wir Partner? Oh Mann. Muss ich wohl, wa? Partner. Ja. Keine Wahl.
Steigen besser in den Wagen. Wir sind Partner, oder? Wenn Sie gehen, gehe ich auch. Okay. Ein zwielichtiger Schuppen. Wir kommen wegen Gordy Kramer. Kramer? Oberboss von Kramer Construction? Sein Sohn. Wer soll der Origami-Killer sein? Im Moment soll er nur ein paar Fragen beantworten. Sicherheitsleute ohne Ende. Gordy ist wohl ein bisschen paranoid. Der Sicherheitsmann hat sein Geld verdient. Scheinbar gibt es hier heute wirklich eine Party. Dumme Idee, Lauren mitzunehmen. Partner sind nichts für mich. Nur um den blöden Brief zu bekommen. Was für ein Palast! Der muss im Geld schwimmen. Glauben Sie, was das ganze Zeug wohl gekostet hat? Lassen Sie uns später über Kramers Deko reden. Bleiben wir lange hier? Ich find's hier irgendwie unheimlich. Ich suche Gordy Kramer. Sie bleiben so lange hier. Okay? Okay, Sie sagen, wenn ich helfen kann. Ist wohl abgeschlossen, wa? Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Wo ich schon hier bin, könnte ich auch was trinken. Wo denn? Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Alles okay? Mir gefällt's hier irgendwie nicht. Haben Sie schon was? Ich will weg. Noch nicht. Gordy ist schwer aufzutreiben. Ich frage weiter rum. Sie warten. Warum ist die gottverdammte Musik so laut? Ich kann mich selbst nicht denken hören. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Das ist doch sicher Gordy. Haben Sie Gordy gesehen? Komm rein. Whisky, pur, kein Eis. Haha, durstig, aber trinkt Whisky. Gordy, wo bist du? Hey, Mann, haben Sie was für mich? Sieht vielleicht wie ein Dealer aus? Verpiss dich! Ich habe Lauren länger nicht gesehen. Ich schaue lieber mal nach. Wird nicht einfach, Gordy hinter der Mauer von Berufsschlägern zu finden. Hi, ich suche Gordy. Haben Sie ihn gesehen? Schon vor einer Weile. Sie werden ihn kaum treffen. Er ist sehr selten bei seinen Gästen. Wirklich? Warum schmeißt er dann eine Party? Fragen Sie ihn doch. Hey, hübsches Ding. Konzentrier dich auf den Job, Scotty. Alkohol, Weiber und Koks. Gordy Kramer scheint ein Partylöwe zu sein. Ich habe Lauren länger nicht gesehen. Ich schaue lieber mal nach. Ja, habe ich ja vorhin, oder? Okay, hier draußen gibt's nix.
netter Kerl. Ich mag dich. Mein Freund. Ich mag dich sehr. Der Job hat Oh auch oh. Vorteile. Ich habe einen neuen Freund. Jetzt? Toll. Sehr guter Informant. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Ja, ich weiß. Nee, hier drinne war er auch nicht. Wo hab ich denn jetzt sie? Hi, ich bin Scott. Ich suche Gordy. Wo ist er? Oh, was für ein schrecklicher Laden. Mein Freund, weißt du, wo Gordy ist? Gordy. Ich habe doch jetzt schon alles abgesucht. Sich wieder zu Lauren. Der kann ich gar nicht reden. Hey, echt? Ach so, dadurch. Hi, ich möchte zu Gordy. Gordy ist gerade beschäftigt. Hau ab! Hey, Mr. Franklin meint, ich kann hoch. Ich werde dir deine Kohle gleich sonst wohin stecken, Mann. Oh. Ich nehm nicht. Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, ne? Eine Schlägerei. Verlockend, aber keine gute Idee. Zu viel schlagkräftige Verstärkung hier. Ah, ich kann sicher Lauren benutzen. Was ist denn jetzt mit Gordy? Er ist oben. 2 Gorillas. Soll ich das regeln? Was wollen Sie machen? Homo-Person? Ich regle das. Seien Sie nur Startler, sobald die weg sind. Okay. Hey, Lauren! Nee, komm, jetzt laufen wir anständig.
besser für mich. So. Wir müssen sie rausschaffen. Mr. Kramer. Jetzt kommt das Beste. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Oje, was ist denn das für einer? Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Okay, der gute Samariter fährt verloren gegangene Kinder nach Hause, die ihm zufällig über den Weg laufen. Erzählen Sie mir was Überzeugenderes. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib, nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Weg mit dem Clown! Oh. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby, nicht ich. Ha. Ist er das wirklich? Hm.
Was zur Hölle soll ich hier? Wohin soll ich jetzt? Es muss einen Hinweis geben. Oder irgendwas. Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Suche ich jetzt einen Schmetterling? Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Es ist so oder so eine Falle. Er will mich ja leiden sehen. Ja, ein Schmetterling, ein Schmetterling. Es muss einen Weg ins Gebäude geben. Bin ich ja schon. Okay. Stacheldraht. Irgendwo muss man durchkommen. Oh. Elektrische Kondensatoren. Dem Geräusch nach sind sie noch aktiv. Lieber nicht zu nah an denen, wo gehen. Ich bin drinne. Ich hätte nie in das Rohr gehen sollen. Das ist Selbstmord. Wohin führt das Rohr? Ich habe kein gutes Gefühl. Oje. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam.
Sonst reiße ich mir die Arme auf. Oje. Ich kann gar nicht. Links oder rechts? Links oder rechts? Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Sackgasse. Ich sterbe hier drin, wenn ich nicht bald den Ausgang finde. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Nein, wollte ich gar nicht. Okay. Okay. Ich muss hier raus. Es muss einen Ausgang geben. Verdammtes Scheißrohr. Sean wird wegen mir sterben. Schnell ausziehen wieder. Es ist so dunkel hier. Wo sind die Streichhölzer? Reiß dich zusammen. Los, Ethan. Ich gebe nicht auf. Ich gehe den Weg bis zum bitteren Ende, um meinen Sohn zu retten. Diese Schmerzen. Ich habe es überlebt. Ich weiß nicht mal, wohin es da geht. Möglicherweise direkt in die Hölle. Springen? Oder nicht springen? Scheiße. Ich habe sowieso keine Wahl. Okay. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Dumm. Schwupp.
Ich schaue mir die einzelnen Kondensatoren lieber genau an. Wenn ich den richtigen Weg nehme, komme ich vielleicht in einem Stück durch. Ein Schmetterling. Da vorne ist einer. Da sollte ich hin. Ein Feld mit elektrischen Kondensatoren. Da muss ich durch, um zum Schmetterling zu kommen. Ich muss mich konzentrieren. Die kleinste falsche Bewegung und ich kriege einen Schlag. Ich muss viel Blut verloren haben. Kann kaum aufstehen. Oh Mann. Okay. Kannst du mich an lieber was anderes zocken? Sorry. Oh, mein Headset piepst auch noch. Kacke.